Dieses Haus geht Nicole B. nicht mehr aus dem Kopf. Sie hat es während den Ermittlungen gezeichnet. Es ist das Haus eines angeblichen Heilers, der sie am Karfreitag 2012 hier in seinem Therapieraum empfängt. Und da hat man dann eine rote Decke überbeigelegt, ist dann hinten an mir am Kopf gestanden und hat dann hier ein bisschen an der Schulter massiert und geschwätzt und geschwätzt und geschwätzt, bis er gemerkt hat, mir sind die Augen zugefallen. Und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht schreien, aber ich war bei vollem Bewusstsein. Der selbsternannte Heiler F. Laut Gerichtsakten empfängt er Nicole B. zu einer Behandlung gegen ihre chronischen Schmerzen. Er begrüßt sie in Näfels, Kanton Glarus und sagt, dass er ihr helfen könne. Nicole B. machte eine Skizze des Tatorts. Der Mann führt Nicole B. in den Raum. An den Wänden hängen Kruzifixe. Sie nimmt Platz auf der Couch. Der sogenannte Heiler erklärt, dass sie etwas trinken müsse zur Stärkung und gibt ihr einen bereits gefüllten Becher mit Multivitaminsaft. Was Nicole B. nicht weiß, er hat vor dem Treffen ein Schlafmittel in den Saft gemischt. Sie trinkt ihn und begibt sich auf die Liege. Das Schlafmittel beginnt zu wirken, Arme und Beine schlafen ein. Das Bewusstsein verliert sie aber nicht. Doch der Heiler meint, dass sie schlafe. Und so habe ich das wirklich alles, und das ist das Grausamste, wirklich miterlebt. Und ich bin auf dem Schragen gelegen und er hat sich wirklich mich auf die Seite gedrückt und hinten und vorne an mir vergangen mit Gegenständen, mit allem Möglichen, grob und grausam. Und ich bin dort gelegen, ich konnte nur sterben. Ich habe immer gedacht, ich möchte sterben, sofort auf der Stelle. Der Missbrauch dauert laut Nicole B. über eine Stunde. Unter Schock und voller Angst kann sie sich danach nur mit Mühe von der Liege heben. Ihre Freundin holt sie ab. Sie hat ja gezittert wie verrückt oder im ganzen Körper. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ja, ob denn das normal sei. Und er hat gesagt, ja, das sei normal bei einer so einer langen Behandlung. Ich soll jetzt einfach mit ihr heim und schauen, dass sie schlafen kann. Und dann sieht es dann schon wieder besser aus. Nach dem Missbrauch zeigt Nicole B. den Mann 2012 an. 3 Monate später nimmt die Polizei ihn fest und führt eine Hausdurchsuchung durch. Das Durchsuchungsprotokoll liegt Kassensturz vor. Die Polizei beschlagnahmt das Mobiltelefon des Heilers. Die Untersuchung seiner Google-Suchanfragen zeigt, der Mann recherchierte nach K.O.-Tropfen, Narkosemitteln und weiteren sedierenden Medikamenten. Die Polizei findet zudem starke Beruhigungsmittel wie Mogadon und Temesta im Therapieraum. Der Peiniger kommt in Untersuchungshaft, allerdings nur ein paar Tage. Dann ruft die fallführende Staatsanwältin Nicole B. an. Sie hat zu mir gesagt, es täte ihr leid, sie hätte ihn jetzt gerade wieder zur U-Haft rauslassen. Und sie denkt aber, sie hätten gleich wieder drin, weil jetzt ist gerade eben eine Anzeige von einem Kind. Die Anzeige reichte 2012 seine frühere Stieftochter ein. Auch sie missbrauchte er, jeweils nachts, nachdem er ihr ein Schlafmittel verabreichte. Das zeigen die Gerichtsakten. Sie war damals 13 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft Glarus eröffnet 2012 ein Strafverfahren. Dann, Ende 2013, gibt die zuständige Staatsanwältin den Fall aus nicht bekannten Gründen ab. An Staatsanwalt Willi Berchten. Er leitet nun den Fall. Der selbsternannte Heiler kann derweil weiterhin seine sogenannten Therapien in Näfels anbieten, als wäre nichts geschehen. Mit fatalen Folgen. 2015 empfängt er während dem laufenden Strafverfahren ein 17-jähriges Mädchen. Er verabreicht ihr ein Getränk, versetzt mit einem Schlafmittel. Dann folgt der Missbrauch. Es ist mir enorm ans Leben gegangen, weil ich habe irgendwie das Gefühl hatte, ich bin schuldig. Ich habe mich irgendwie mitschuldig gefühlt, dass
dass es das dritte Opfer gegeben hat, weil nichts passiert ist in diesen 3 Jahren. Auch nach der dritten Tat bleibt der Mann auf freiem Fuß. Es vergeht ein weiteres Jahr, ohne dass der zuständige Staatsanwalt Anklage erhebt. Für die Opferanwältinnen unhaltbar. Sie reichen gegen ihn Beschwerde wegen Rechtsverweigerung ein. Es ist festzustellen, dass vorliegend das Beschleunigungsgebot verletzt ist. Dieses verpflichtet die Staatsanwaltschaft, das Verfahren möglichst zügig abzuschließen. Die Anwältinnen setzen Willi Berchten ein Ultimatum, um Anklage zu erheben. Kurz darauf erhebt er endlich Anklage, Ende April 2017, also 5 Jahre nach Nicole B.'s Anzeige. Das Obergericht kritisiert später die zu lange Dauer des Strafverfahrens und hält fest, das Beschleunigungsgebot ist vorliegend in allen Verfahrensabschnitten verletzt. Kassensturz bespricht den Fall mit der erfahrenen Anwältin Beatrice Müller. Sie war eine der Anwältinnen von Nicole B. und kritisiert die Länge des Verfahrens. Das ist überhaupt nicht gut. 5 Jahre für eine Strafuntersuchung bis zur Anklage ist jenseits, undiskutabel. Ich vermute, es hat verschiedene Faktoren. Einen ist, das sieht man auch in den Akten, das Verfahren ist 2 oder 3 Jahre komplett liegen geblieben. Das heisst, niemand hat sich irgendwie um das Verfahren gekümmert oder Untersuchungen dazu geführt. Der zweite Punkt ist Opferbefragungen und insbesondere Opfer von Sexualdelikten. Das braucht umfangreiche Befragungen, das braucht Logistik, das braucht separate Räume für Opfer und Täter. Und das ist nicht ganz einfach auch zu koordinieren. Und der dritte Punkt, der in diesem Fall wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle spielt, ist, der Täter hatte einen Verteidiger, der das Verfahren bewusst und auch als Verteidigungsstrategie in die Länge gezogen hat. Wollte der Verteidiger den Fall verzögern? Er und der verurteilte Täter wollen keine Stellung nehmen. Willi Berchten wurde 2018 pensioniert und will sich nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft Glarus nimmt keine Stellung. Andrea Bettiger, der zuständige Regierungsrat, will kein Interview geben. Er schreibt Kassensturz: Was die Staatsanwaltschaft betrifft, so führten die erhöhten Anforderungen der damals noch recht neuen schweizerischen Strafprozessordnung zu Verfahrensverzögerungen. Dass es zu der genannten langen Verfahrensdauer gekommen ist, bedauern wir. Das jahrelange Verfahren war für Nicole B. und ihre Freundin eine Tortur. Nicole B. wird in all den Jahren 4-mal zum Missbrauch befragt. Ein immer wiederkehrender Albtraum, wie diese Originalaufnahmen der Staatsanwaltschaft Glarus zeigen. Nicole B. wird befragt, während der Täter und sein Anwalt im Nebenzimmer sitzen und zuhören. Und ich habe alles wie voll bewusst miterleben. Das war furchtbar. Das war eine Qual. Das war mehr wie nur Qual. Das war das Schlimmste, was es gibt. Ja. Ja. Und dann war die Behandlung dann. Möchten Sie etwas trinken? Hm? 2018 kommt es endlich zum Prozess. Vor dem Kantonsgericht streitet der Täter jedoch alles ab und stellt die Opfer als Lügnerinnen dar. Nicole B. habe er nur den Zehen gehalten, um die Energie rauszuziehen. Im Zimmer seiner damaligen Stieftochter habe er nur Räucherstäbchen verwendet, um schlechte Energie auszutreiben. Doch das Glarner Gericht verurteilt ihn. Er zieht den Fall aber bis vor Bundesgericht, ohne Erfolg. Er wird schuldig gesprochen wegen mehrfacher sexueller Nötigung, mehrfacher sexuellen Handlungen mit Kindern und einfacher Körperverletzung. Allerdings fällt das Urteil milde aus. 27 Monate Freiheitsstrafe und ein Berufsverbot für Heilbehandlungen. Nicole B. spricht das Gericht eine Genugtuung von 12.000 Franken zu. Doch weil der Täter kein Geld hat, muss der Kanton für die Genugtuung aufkommen. Er will aber nur 7.500 Franken bezahlen, denn der Kanton sei nicht verpflichtet, die gesamte Genugtuung zu bezahlen. Das ist für mich völlig inakzeptabel. Das führt zu einer erneuten sekundären Viktimisierung, weil die Opfer dann einmal mehr das Gefühl haben, ja, das Strafgericht gibt mir so viel und wieso bekomme ich es jetzt nochmal gekürzt? Das ist
Auch für die Opfer, das ist nicht nachvollziehbar. Weil, sind wir realistisch, Glarus würde nicht pleite gehen, wenn sie die volle Genugtuung gezahlt hätten. Die zuständige Regierungsrätin Marianne Lienhardt will zum Fall kein Interview geben und schreibt, dass sich der Kanton an die gesetzlichen Grundlagen für einen solchen Fall gehalten habe. Bezüglich der Höhe der Genugtuung ist die Opferhilfebehörde nicht an den Entscheid des Strafgerichts gebunden. Die Bemessung der opferhilferechtlichen Genugtuung erfolgt vielmehr selbstständig. Nicole B. und ihre Freundin malen regelmäßig Bilder zur Verarbeitung des Falls, so auch des Täters. Er ist bereits wieder auf freiem Fuß. Nicole B. hat Angst. Eine Angst, zu wissen, dass wieder so ein Monster rumläuft und sich tagtäglich neue Opfer suchen kann. Der Täter missbrauchte seine Opfer immer nach dem gleichen Muster. Kassensturz bespricht den Fall anhand von Akten mit dem renommierten Gerichtspsychiater Frank Urbaniok und dem erfahrenen Rechtspsychologen Jérôme Endras. Was sagen Sie zur Rückfallgefahr des Täters? Das ist schon fast eine Banalität. Also, der beste Prädiktor, die beste Erklärung für zukünftiges Verhalten ist vergangenes Verhalten. Wenn jemand schon 3-mal das Gleiche gemacht hat, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass es ein 4. Mal passiert, wie wenn jemand das nur einmal in seinem Leben gemacht hat. Es wird ein Schlafmittel eingesetzt. Es ist so, dass er nicht geständig ist, dass er auch versucht, sich rauszureden. Er wird rückfällig noch innerhalb der Strafuntersuchung. Es ist nicht nur ein Opfer, es sind mehrere Opfer. Also es gibt hier eine Fülle von Merkmalen, die darauf hinweisen, das ist eng mit der Persönlichkeit verbunden und dementsprechend muss man von einem hohen Rückfallrisiko ausgehen. Was sagt der Kanton Glarus dazu, dass der mutmaßlich hoch rückfallgefährdete Straftäter wieder in Freiheit ist? Kein Kommentar. Nicole B. und ihre Freundin gehen mit dem Fall des Serientäters an die Öffentlichkeit, damit sich so etwas nicht wiederholen kann. Was mir widerfahren ist mit dem Täter, ist sicher ein Trauma gewesen. Aber das, was ich erlebt habe, dort vom Recht, vom Justiz, wo man Hilfe sucht, wo man denkt, da kriegt man Schutz vor so Leuten, das ist für mich quasi fast noch schlimmer gewesen. Den Missbrauch in diesem Haus will Nicole B. jetzt weit hinter sich lassen. Mit Unterstützung ihrer Freundin und professioneller Hilfe.